In Grächen im Wallis führt die Familie Andermatten ein Hotel. Für die Heizöllieferung muss der Hotelier dieses Jahr tiefer ins Portemonnaie greifen. Ja, unsere Fixkosten werden natürlich immer höher und das wir alles wie vorfinanzieren. Die steigenden Preise kann er nicht einfach auf die Hotelgäste abwälzen. Sonst kommen sie nicht mehr. Die Familie Stocker aus Dürrenroth im Emmental hat Laida oder Dominik aus der Ukraine bei sich aufgenommen. Let's have a dinner. Laida fühlt sich wohl hier und will sich schnell integrieren. Okay. Gesundheit. Gut. Sie macht einen sehr grossen persönlichen Prozess durch, das merke ich stark. Die Familie Badetscher will in Höhlstein im Kanton Basel-Land ein Seminarzentrum übernehmen und sich damit den Lebenstraum erfüllen. Wir möchten eigentlich gerne unser Herzensprojekt umsetzen. Es braucht viel Einsatz, das Lehrenzentrum wieder zu beleben. 3 Familien, 3 Welten, das ist SRF bei den Leuten Familiensache. Ein Lastwagen mitten in Grächen. Ein seltenes Bild. Das Bergdorf im Wallis ist eigentlich autofrei. Der Lastwagen hat Heizöl im Tank und darf das mit Spezialbewilligung liefern. Salut! Ja, Gute. Komm mal zum Heizöl. Der haben wir gerade gerührt. Der Hotelier vom Hotel Hanigalb, der Olivier Andermatten, will seinen Tank vor dem Winter noch füllen. 6,3 wäre jetzt. 6,3. Okay. Jetzt mal auf die 12,3. Ja. Im Hotel wird mit Öl geheizt. Diesen Winter wird das teurer sein als andere Jahre. So, jetzt geht's los, oder was? Ja. Kommt der Stoff? Kommt noch Platz schon mit. Aber je nachdem, wenn jetzt die Leitung länger ist. Geht's Jetzt eigentlich natürlich- schneller? Nein, im Gegenteil. Ehrlich? Schneller. Geht das wie lange in etwa? Ist die Füllung drin? Halb Stunde, dreiviertel Stunde. Ja, unsere Fixkosten werden natürlich immer höher und das wir alles wie vorfinanzieren. Jetzt haben wir heute getankt 15'000 Liter, 1,45 Franken. Das gibt fast 22'000 Schweizer Franken. Vor einem Jahr haben wir genau das Gleiche gemacht, 15'000 Liter mit ca. 77 Rappo getankt. Das ist irgendwas bei 11'000 also. Und einfach jetzt 10'000 mehr müssen vorfinanzieren. Das heisst nichts anderes. Wir müssen es einsparen. Einerseits versuchen, wir haben natürlich unsere Preise leicht anpassen. Wir versuchen natürlich nicht eine zu grosse Anpassung zu machen, weil es sowieso alles schon teurer wird, dass der Gast bei der Ferien nochmal an die Kasse gebeten wird. Aber es wird sicher zwischen 2 und 4% werden die Preise angepasst oder sind angepasst worden jetzt auf den Winter. Und so versuchen wir es ein bisschen abzufedern und einfach sonst noch optimieren und die Kosten senken. Das Hotel muss auch in der Wintersaison möglichst gut ausgelastet sein. Das braucht Fingerspitzengefühl vom Hotelier. Wir haben nur 7 Übernachtungen als erste Konstante genommen und nicht Samstag. Aber das würde ich gleich einmal so lassen, weil Freitag geht auch, weil dann kann jemand zum Beispiel Freitag, Sonntag buchen. Okay. Und dann geht wieder Sonntag. So in der zweiten Buchungsphase merken wir, dass es ein bisschen stockt, dass die Leute schon aber abwartend, ein bisschen Respekt haben, vielleicht ein bisschen Angst haben vor der Zukunft. Und das ist natürlich für uns schon noch ein schwieriger Moment. Es muss Geld reinkommen. Ja, es sind Haufen Fixkosten, die laufen. Mitarbeiter sind komplett. Die werden im Dezember starten. Die werden alle kommen. 14, 15 Leute. Man hat heute getankt für über 20'000. Es sind andere Kosten, die natürlich vor der Saison ein Ich-Käufer stattfindet, wo über die Festtage das Material einkaufen tust. Das sind alles Sachen, die sind nachher im Keller, die sind nachher im Haus, die sind nachher verrechnet sozusagen. Und du weißt nicht genau, wie das wird. Okay, Während ihr Mann schaut, dass das Geschäft läuft, ist Sandra Andermatten in ihrem Reich.
Am Anfang war ich voll im Hotel und jetzt, als dann die Kinder kamen, habe ich mich natürlich ein bisschen zurückgezogen. Und ja, jetzt kommt dann wieder mehr Kinder in die Schule und so, dann arbeite ich dann auch wieder ein bisschen mehr. Und dann eben der Garten halt auch für ein bisschen Ausgleich ist schon cool. Für mich ist es so ein bisschen eine aktive Erholung. Es gibt zwar eine Hölle zu tun, aber und vor allem, ich brauche das für uns. Und was ich zu viel habe, gebe ich natürlich ins Hotel. Dann geht mir nichts kaputt, sozusagen. Jacques, komm mal mit dem Salat. Guten Morgen. Habt ihr noch etwas Okay. aus dem Garten? Wow, schöner Salat, ha? Da hat es noch Kapuziner. Okay. Kann ich dir das so lassen? Ja, sehr gut. Okay. Tipptopp. Dankeschön. Bitte. Zum Mittag trifft sich die Familie im Hotel. Für Nevio und sein älterer Bruder Noah gehört das Leben im Hotel zum Alltag. Man will sie so normal wie möglich erziehen. Sie sollen nicht zu viel Freiheiten haben. Wir wollen auch keinen Hotelprinz haben, der kann sagen, heute esse ich zum Mittag mal das, das nächste Mal das. Es gibt Tage, wo wir sagen, heute, okay, man kann jedes Mal etwas auslesen. Aber es ist einfach, wir essen genau das Gleiche wie unsere Mitarbeiter. Das ist für uns auch wichtig, dass die Mitarbeiter, nicht nur die Kinder, die Mitarbeiter sehen, dass wir nicht in einen speziellen Kurs fahren. Das ist das Seminarzentrum Leuenberg in Höllstein, Basel-Land. Lang ist es leer gestanden. Jetzt hat es wieder Leben hier. Die Olivia Badetscher und ihre Tochter Lia müssen Zimmer putzen von den letzten Gästen im Zentrum. Für die Nächsten muss alles wieder schön parat sein. Der Hotelbereich ist seit der Ankunft von Badetschers vor ein paar Monaten wieder angelaufen. Willst du mit den Tüchern anfangen? Ja. Mit Schränken tun? Welche Zimmer sind die für Gäste? Die Türen offen sind. Mama, kannst du das Wägeli hier auftragen? Brauchst du das Wägeli? Ja, weil dann muss ich nicht Das ist eine mehr gute Idee, hinfahren. hol es schnell. He? Oh, das ist gar nicht so leicht. Eins Einzel und 2 Doppel. Das hinten ist das Einzel und da hinten hat es 2 Doppel. Mir macht Spass, wenn ich also Tüchli und so einräume. Und es ist auch toll, der Mama zu helfen. Klar, es ist nicht immer so, dass sie freiwillig und immer mithelfen, aber wirklich oft und dann, wenn sie mithelfen, auch gern. Und es ist mega schön zu sehen, ja, dass es so ein bisschen wie ein kleiner Familienbetrieb ist. Genau. Ja, ist gut. Super. Badetschers schauen momentan im Auftrag vom Besitzer zum Zentrum. Sie wollen hier aber mehr machen als nur Gäste beherbergen und verpflegen. Ihr Traum ist auch eine Schule für ihre eigenen Kinder und andere Kinder zu gründen. Die Räume für das Seminar zu vermieten und auf dem Boden rundum Permakultur zu betreiben. Wie genau und mit wem sie das machen wollen, ist noch offen. Ja, da ist das Leere, es ist ungenutzt, weil die letzten jetzt mal plus minus 3 Jahre haben dem Ort auch zugesetzt, dass man halt gewisse Sachen nicht machen konnte und dass das jetzt ja, ausgestorben ist, wenn man das so sagen will. Ja. Die Spinnen, die machen sich da bereit, wenn niemand da ist. Wir haben mit dem Eigentümer Kontakt aufgenommen. Wir haben eine Idee, wie wir das wieder beleben können, wie wir den ganzen Ort wieder beleben können. Unsere Vision ist ein Ort der Begegnung, wo Menschen in einen bewussten, liebenden und achtsamen Umgang mit der Schöpfung finden und ihr Bewusstsein so weiterentwickeln.
Auch die ältere Tochter, Delin, hilft mit. Für ihre Idee vom Zusammenleben umzusetzen, müssen alle anpacken. Jetzt kurz, ich muss noch ein bisschen Kraft anwenden. In den letzten 2-3 Jahren haben wir auch gemerkt, selbst auch bei mir in der Familie habe ich das festgestellt, dass einfach eine grosse Vereinsamung ist, dass wir auch immer mehr von Familien trennen, Kinder trennen von den Eltern, also in die Kita gehen, in die Schule gehen und dann fängt man an, von den älteren Leuten ins Altersheim zu tun. Und es ist einfach so eine Spaltung und Trennung. Und wir möchten dem eigentlich so ein bisschen entgegenwirken, weil wir sagen, dass eben das Wertvolle ist, das Generationenübergreifende und dass da jeder Platz haben von klein bis gross, quasi von jung bis alt. Ich muss noch mal abziehen. Ja, der sieht auch nicht so gut aus. Den kann ich jetzt nämlich gerade übersetzen. Das Seminarzentrum ist in die Jahre gekommen. Überall muss man Zeit und Geld investieren. Das hindert Bad Etschers aber nicht an ihrem Vorhaben. Wir möchten das eigentlich machen, weil wir spüren, dass das jetzt wichtig ist, dass es dran ist. Weil wir einfach auch sehen, wir können mehr geben, wie einfach nur, dass wir für uns schauen, dass für uns die Welt in Ordnung ist. Sondern dass wir auch für andere können, weitergeben können, zum Entwickeln, dass sich jeder Einzelne entwickeln darf. Das ganze Areal und 40 Hotelzimmer in Schuss behalten, das ist jeden Tag ein Haufen Arbeit. Unser Ziel für die nächsten 3 Monate ist, die Monate so effizient und effektiv planen, dass wir bis Ende des Jahres bereit sind, um das Ganze zu übernehmen. Weil momentan ist das, wir halten den Rahmen, Olivia und ich, aber um das zu betreiben, da braucht man mehr Menschen. Und einen Haufen Geld, wenn sie ihre Vision in diesem Zentrum umsetzen wollen. Der Besitzer will den Leuenberg in den nächsten 3 Monaten verkaufen. Bad Etschers haben ein mündliches Vorkaufsrecht. Dürrenrot im Emmental ist seit 3 Monaten neu daheim von der 27-jährigen Ukrainerin Laida Mikhailowa. Die Bankkauffrau Angela Stocker und ihre Familie haben die junge Mutter mit ihrem Sohn aufgenommen. Ihr ganzes Hab und Gut hat sie in ihrer Wohnung in Kiew zurückgelassen. In Kiew it's dangerous. It's very dangerous now. In Kiew ist es jetzt sehr gefährlich. Wenn die Post wieder funktioniert und ich etwas so dringend brauche, klar, dann kann ich jemanden fragen, mir das zu schicken. Momentan funktioniert aber nichts und es ist mir auch nicht wichtig. Das Wichtigste habe ich bei mir. Der selbstständige Landschaftsgärtner Roland Stocker hat sich schon an die neue Wohnsituation gewöhnt. Und das Zusammenleben funktioniert. Das ist der 3-jährige Sohn von Stockers, der Leo. Er und der Sohn von Laida, der 5-jährige Dominik, sind ein gutes Gespann zum Spielen und Zanken. Die Laida kocht mit der Angela und Roland zusammen Bortsch, eine Spezialität aus der Heimat. In der Ukraine hätte ich das jeden Tag essen können. Es ist so fein. Das macht man im Familienkreis. Es ist schön, wenn ich in der Schweiz etwas machen kann, das mich mit meiner Vergangenheit verbindet.
Aber schrecklich für jemanden mit langen Nägeln. Weil sie brechen. Soll ich dir helfen? Danke, sehr gern. Gemüse und viel Randen machen den Bortsch von Laida aus. Nach ein paar Stunden Köcheln ist der Eintopf Flint. Okay, let's have a dinner. Wow. Yeah. It's okay, yeah. Ich hoffe, ihr habt das gern. Am besten ist es mit Sauerrahm. Ohne ist es nicht fein. Sour cream, it's not good, you know. Yeah. Okay. Leo, you want a borscht? Leo? Möchtest du Borscht? Super. No, okay. Pomidoro. Can I help you with something? No, it's okay. Okay. Maybe someone want a bread? Yeah. Januszki wezmę. Thank you so much. You're welcome. Thank you so much. Yeah. Gesundheit. Oh, gut. Sorry. Ich verwechsle das immer. Change it, yeah. Als Roland und Angela die Laida bei sich aufgenommen haben, war die Stimmung noch nicht so locker. Habe ich jetzt sofort gemerkt, sehr eine starke Frau. Ja. Und natürlich eine Schale. Also es war sehr gefasst und sehr tough. Und so, ja, da bin ich jetzt und so. Und mein erster Gedanke war, harte Schale, weicher Kern. And I just started to cry because it was Ich kann einfach anfangen zu brüllen, obwohl ich stark sein wollte. someone like I'm strong and all's good. Aber ich bin auch sensibel. Ich bin eine Frau. Very soft, you know. And I'm a woman. Ja. Sie macht einen sehr grossen persönlichen Prozess durch, das merke ich stark. Ja. Dass sie am Wachsen ist. Wirklich auch in ganz vielen Ansichten, die sie wie auch revidiert. Before I was like close, you know. Am Anfang bin ich verschlossen. Jetzt bin ich offener. Ich vertraue ihnen und weiss, die Leute unterstützen mich. Really always support. Sie zeigen mir, dass da mein Zuhause ist und sie meine Familie. Really show you like this is your home. We are your family. Sie hat zuerst gemeint, als sie kam, dass sie vielleicht für 1 oder 2 Nächte bleiben darf. Dann haben wir wirklich gesagt, nein. Wir darf länger sein. Ja, wir sind davon ausgegangen, dass jemand vielleicht bis zu einem Jahr hier ist. Und das ist, ja, wir sind das so eingegangen. Also in diesem Bewusstsein, das haben wir ihr müssen wirklich verklicken. Yeah, it's okay. I have a like German lesson. I told her. Yeah, so tomorrow I start to learn. Das Hotel Hanigalp gibt es seit mehr als 100 Jahren zu Grächen. Der Olivier Andermatten führt den Betrieb in der 4. Generation. Jeden Tag geht er zu seinen Gästen und hat einen Schwatz. Guten Morgen miteinander. Hi. Geht's dir? Sehr gut. Gut geschlafen? Ja, wunderbar. So ist eigentlich die Möglichkeit, als ganze Familie mit dem Bike unterwegs. Das ist schon cool. Wir wünschen euch einen schönen Tag und genießen es, gell? Danke. Das Persönliche ist in einem kleinen Hotel sehr, sehr wichtig. Das tut uns ein bisschen abheben von grösseren Betrieben, wo vielleicht nicht gerade jeden Tag einen Schwatz hast mit dem Mitarbeiter oder mit dem Hotelier und ich glaube mit dem Gastgeber. Das ist schön und wichtig den Leuten. Also ich will jetzt ihre Sorgen sagen, aber vielleicht mehr Tipps bekommen und welchen Wanderweg, welchen Bikeweg, dass es so ein bisschen einfach ein gutes Verhältnis zwischen Gastgeber und Gast da ist. Ich hoffe, Sie waren zufrieden mit uns. Ja, sehr. Das Hotel hat viele Stammgäste. Aber es müssen noch mehr dazukommen, wenn alles teurer wird. Eine Rechnung mit Risiko. Wenn das recht ist. Die Leute warten ab, was verändert sich Ende Jahr. Man sieht auch ein bisschen das Haushaltsbudget, das jeder daheim hat. Was liegt noch drin? Wie sieht es in unserem 23? Was sind aber für Mehrkosten mit Öl, Strom, Krankenkasse, Wareneinkäufe, alles, was ein bisschen sich verändert, die Zinsen, die steigen. Und ich hoffe einfach, dass noch ein bisschen Budget bleibt für die Ferien, weil das ist natürlich schon wichtig, dass wir an diesem Haushaltsbudget noch teilhaben können.
Von den Sorgen von seinem Vater bekommt der Noah nicht viel mit. Seine Begeisterung gilt dem Skifahren. Er gehört zu den 10 Besten von seinem Jahrgang im Wallis. Für eine Aufwärtskarriere braucht es einen gut präparierten Skifahrer abwärts. Jetzt so bis 10-jährig ist er ja so in Mini-Jahr. Und dort habe ich es eigentlich alles allein gemacht. Aber er war immer interessiert, zuzuschauen oder auch zu helfen vor allem. Und jetzt sind sie natürlich zum Teil allein in diesen Camps. Und dann mussten sie selber ein bisschen. Wenn sie ein paar Tage haben, haben sie es jetzt auch ein bisschen selber gelernt. Und jetzt muss ich immer weniger, ja. Und er macht es auch gerne. Er kommt auch ein bisschen sagen, es ist jetzt gut gegangen. Und manchmal probiert man dann halt auch etwas aus. Und dann weiss man dann, ob es gegangen ist oder nicht. Ja. Slalom? Oder Slalom morgen. Wie man Ski wächst und schleift, hat der Noah von der Mutter gelernt. Schön langsam. Einfach nie anhalten, gell, immer. Wachsen ist eigentlich einfacher als Schleifen. Mit einem gut präparierten Ski kann der Noah im Training zeigen, was er kann. Das finde ich immer cool, weil der geht zum Durst. Und dann sieht man, wie schnell das der andere ist, die im gleichen Alter sind. Wieder einmal einen Gast gesehen, dass du wieder kommen kannst, musst du zuerst wieder heimgehen. Ja. Recht oder kann? So, bitte schön. Auf dem Leuenberg im Baselbiet. Die Familie Badetscher hat lange auf den Kanarischen Inseln gelebt, bevor sie zurück in die Schweiz ist gekommen. Heute packen sie noch Kisten vom Umzug aus. Dori, ja, da müssen wir Keine fast... Ahnung, der ist irgendwie in einer durchsichtigen. In einer durchsichtigen? Edin, du hast doch das Krankenhaus, weißt du das? Das ist in einer von euren Kisten. Nicht in der durchsichtigen? Nein, doch. Okay. Ah, der Krankenwagen. Also wir können Den schnell durchgehen. Krankenwagen habe ich schon, aber das Krankenhaus noch nicht. Bettbezüge, Lindtücher, Bastelmaterial. Bin mir nicht sicher, Wo sind die? Ah, das sind eure Teller, ja. Wollen Sie die führen? Oh. Da sind ja noch mega klein, als ihr die bekommen habt. Nein, der nicht. Das ist alles ein bisschen durcheinander. Aber ich glaube, das ist nicht so zielführend. Sorry! Habe ich gefunden. Wow! Wir haben eigentlich ein sehr schönes Oasen aufbauen. Die Kinder hatten eine super Schule. Die letzten 6 Jahre haben Badetschers in einer Finca mit Gästehaus und viel Umschwung auf der Insel La Palma gelebt und gearbeitet. Sie sind damals ausgewandert für ein Leben an der Wärme. Bis sie vor einem Jahr wieder zurück in die Schweiz kamen. Es war ein Herzensentscheid, dass die Oase, das, was wir aufgebaut haben, wieder zu verlassen und quasi wieder vorne anzufangen. Bitte Lina das Licht löschen. Musst du nicht tragen. Weil wir für uns als Familie, für andere Menschen und vor allem für unsere Kinder die Zukunft gestalten, so wie wir möchten leben. Oder so, wie es für uns lebenswert ist. Und auch als Familie mehr Zeit miteinander verbringen. Unsere Kinder dürfen zu begleiten in ihrem Leben. Genau, ja. Lia hat sich daheim eingelebt. Zum ersten Mal haben die Geschwister die eigenen Zimmer. Ja? Ja.
Würdest du bitte noch deine Sachen in mein Zimmer aufräumen? Welche Sachen? Deine Bastelsachen, deine Kleberli. Also es war schön, aber ich vermisse auch die Freunde auf La Palma. Und was ist mit den Kätzchen? Ja, Kätzchen auch. Aber es ist eigentlich auch schön hier. Da haben wir schließlich die ganze Familie. Bist du fertig? Also Elin, wenn wir Alpi machen, dann kann man entweder Herdöpfel schneiden, Soße machen, Cashewsoße machen, oder Gemüse schneiden, oder Teigwaren machen. Gemüse schneiden. Gemüse schneiden? Also. Bei Badetschers gibt es beim Kochen keine tierischen Produkte. Ja. Also angefangen hat es eigentlich aus dem heraus, dass ich einfach mal vegan kochen wollte. Mir hat es einfach mal Wunder genommen, weil ich bin schon seit 14 Jahren Vegetarierin. Und haben dann gemerkt, dass es uns körperlich auch sehr gut tut, wo wir uns einen Monat vegan ernährt haben. Und dann haben wir uns mit der ganzen Tierthematik, mit der Umwelt befasst und haben dann sagen, ja, es macht für uns Sinn, keine tierischen Produkte mehr zu essen. Und seitdem leben wir eigentlich als ganze Familie vegan. Das heisst, die Mädchen machen mit. Ja, ich bin noch nicht ganz fertig. Die ist mega dick. So, ne? Ja. Wir kennen wie nichts anderes. Daheim. Wenn wir auswärts sind, ist wieder etwas anderes. Fleisch auf jeden Fall nicht. Was ist es? Fleisch auf jeden Fall nicht. Auswärts essen sie eigentlich nicht Fleisch. Was mal ist, Käse haben sie mega gerne. Und wenn wir im Grossi sind, dann können sie auch Käse essen, wenn sie das wollen. Oder Butter, wenn wir keinen Ersatz dabei haben. Also sind sie recht frei. Einfach daheim gibt es rein vegan. Genau. Fertig. Danke. Und wir jetzt dann essen? Ja, ja. Willst du die? So, kannst du jetzt? Salat. Ja, das ist auch voll schön. Tschüss, Fischi. Für einen 3-jährigen Leo ist die Zeit für ins Bett. Ja. Gell? Das ist es. Super. Dann kannst du jetzt wieder da. Das ist ganz langsam. Wenn nicht so da. Auch im Gästezimmer von Stockers wird bald das Licht gelöscht. Вероничка, ты любишь снежка спать? Завтра утром проснемся, закрывай, я тебе спою. Dominik seine Eltern haben sich schon vor längerer Zeit getrennt. Der Dominik war nur selten bei seinem Vater und die Beziehung ist schwierig. Wo in der Ukraine der Krieg ausgebrochen ist, hat er nicht angerufen und nach seinem Sohn gefragt. Ich bin sehr enttäuscht.
Nicht, dass er nach mir fragen müsste, aber doch nach seinem Sohn. In dem Moment habe ich realisiert, dass er nicht so ein guter Vater ist. Ich habe den Dominik genommen und die Ukraine verlassen. Das war allein meine Entscheidung. Ich habe niemanden gefragt. Oh mein Gott. Kaum sind die Kinder im Bett, haben die Erwachsenen etwas zu feiern. Thank you so much. Dankeschön. So schön bist du da. Ich bin so froh, habe ich euch. Ja. Gratulation zum Status S. Danke vielmals. Love you. Love you too so much. Yesterday I Gestern habe ich noch unter der Brücke geschlafen. Heute bin ich da und trinke Champagner. drink champagne. Das ist nicht von mir, das hat ein anderer gesagt. Aber so ist das Leben. So this is a life and we'll see. Die Laida hat im Kanton Bern den Status S bekommen und darf vor der Hand hier bleiben. Gehen wir. Hast du deinen Rucksack? Haben wir beide den Rucksack parat? Ja. Die Inlines nehmen wir aber nicht mit, oder? Nein. Gut. Jetzt gehen wir zu Freunden, die auch Homeschooling machen. Und wir verbringen zusammen einen Tag. Die Kinder gehen dort in die Schule. Und ich unterstütze sie in ihrem Bioladen oder bei Sachen, wo sie Hilfe braucht. Quasi. Es ist so ein Tausch, den wir machen. So. Michael? Tschüss. Also bis etwa am 6 Uhr? Nein, 6:30. Kochen ihr etwas? Sehr gut, danke. So. Einmal in der Woche fährt Olivia mit dem Mädchen nach Oberbipp im Kanton Bern. Eine knappe halbe Stunde Fahrt. Hallo, guten Morgen. Oh, so gut. Schon eine Woche um. Ja, mega schnell. So schön. Wie geht's? Gut, danke. Hier haben Badetschers eine Familie gefunden, die ihre Kinder im Homeschooling, also daheim, unterrichtet. Nicole Mertens hat für Homeschooling eine Bewilligung vom Kanton. Habt ihr Lust auf ein Spiel? Mhm. Ich finde das noch ein cooles Spiel. Es hat ganz viele Würfel da drin. Ja, das haben wir jetzt La Palma auch. Ah, das kennt? Mhm. Okay. Aber wir haben es noch nie gespielt. Ah, dann jetzt hörst du. Wir sind halt noch klein und... Das war noch ein bisschen kompliziert. Ja. Und jetzt ist die Idee, dass ihr eine Geschichte daraus macht. Aus all diesen Symbolen zusammen nach eine Geschichte überlegen und die dann erzählen. Du kannst einfach mal an. Okay. Der Krebs hat ein Putzle gemacht. Dabei ist er mit einer Peitsche geschlagen worden, wo einen Totenkopf drauf hatte. Olivia hat mich gefragt, ob ich sie auch ein bisschen mitnehmen in unseren Alltag. Und für mich ist das sehr stimmig. Ich mache sie sehr gut, ihre Kinder. Und ja, haben wir gesagt, wir probieren das, auch wenn sie noch ein bisschen jünger sind. Aber es geht sehr gut, hat sich gezeigt. Dass wir zuerst mal gesagt haben, ja, wir müssen mal probieren und schauen, ob es dann geht. Aber es hat sich herausgestellt, dass das sehr gut passt. Derweil hilft Olivia im Keller im Unverpacktladen aus. Es ist als Gegenleistung zum Homeschooling für die Mädchen gedacht. Ja, das hat
ehrlich in La Palma angefangen. Dort haben wir die Kinder in die Schule schicken, die öffentlich, wegen der Sprache und wegen der Bekanntschaften. Und wir haben dann aber immer mehr gemerkt, dass das als erstes mal eine Überforderung war für die Kinder, gerade wo wir umgezogen sind, dass sie nachher in die öffentliche Schule gehen. Und wir haben wirklich gemerkt, dass wir für unsere Kinder wie etwas anderes möchten, dass sie aus sich heraus lernen können, dass sie das Intrinsische lernen eigentlich. Und wir haben Bekannte gehabt, die haben auch Homeschooling gemacht und haben gemerkt, wie toll das ist und dass wir das auch mit unseren Kindern probieren möchten. Das könntest du jetzt hier oben drin tun, im Dach oben. Ah, das Häkchen. Mhm. Okay. Das ist ja wie das I-Pünktchen. Der. Die Schülerinnen sind konzentriert am Arbeiten. Okay. Was soll ich schreiben? Ich weiß nicht. Der Schrank. Der Schrank, okay. Der Pups. Naja, kann man nicht anlangen. Nein, bringst du es heim, Papi? Nein. Sagt ja, was hast du da geschrieben? Es ist gut, dass man nicht muss machen, was die Lehrerin sagt, also wie man es muss machen und was man muss machen oder was man muss schreiben. Und man fühlt sich viel freier da. Laida ist in Bern unterwegs. Sie will auf der ukrainischen Botschaft einen Pass machen. Ich liebe das Reisen. Ich sitze nicht gerne zu Hause rum. Jetzt im Sommer will ich gerne ans Meer fliegen mit meinem Sohn. Ich weiss nicht, ob das schon dieses Jahr geht. Vielleicht erst nächstes Jahr. Aber ich will alles parat haben. Die Stadt erinnert Laida an ihr Leben in Kiew. Sie hat dort einen Juwelierladen geleitet. Und ein Teil von ihrer Familie ist ihr Heimat geblieben. Vor 2 Tagen hat mir mein Bruder von der Situation in der Ukraine erzählen. Ich habe gesagt, nein, mich interessieren nicht die Preise. Ich will wissen, wie es dir geht. Sie kann ihn im Moment nicht besuchen. Ich würde gern, aber das geht nicht. Er ist mein Vorbild, mein Vaterersatz. Ich hatte einen Vater, er hat mit meiner Mutter gelebt, aber er hat nie Zeit für mich. Mein Bruder war wie ein Vater für mich. Ich vermisse ihn sehr und hoffe, alles kommt bald gut. Nicht dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr. Vor der ukrainischen Botschaft stehen schon ein paar andere Landsleute an. Es gibt keine Warteliste. Ich muss in der Warteschlange stehen. Ich komme nach dieser Frau hier dran. Ich hoffe, es geht schnell. Und dann heisst es Geduld haben und warten. Es hat nicht so viele Leute wie das letzte Mal.
Dort waren es 125 Personen. Heute geht es hoffentlich schnell. Und etwa in einem Monat habe ich meinen Pass. Die Laida wird langsam kribbelig. Die letzte Person in der Warteschlange vor ihr steht immer noch an. Sie kommt ins Gespräch mit den anderen, die warten. Ich bin sehr enttäuscht. Jemand hat mir gerade gesagt, dass sie gar keinen Pass machen. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll, aber ja. Ich glaube, das war es. Sie sagen, es gibt keinen Pass. Schlussendlich kommt ein Angestellter vor der Botschaft raus. Er bestätigt der Laida ihre Befürchtungen. Ich habe es satt zu warten. Das ganze Leben ist Warten. Geduld haben und warten. Jetzt bin ich hässig. Ich könnte alles kaputt schlagen. Yes, as you can see and as you can feel, my energy is like I want to destroy everyone now. Домичек, пожалуйста, не делай так. Мама очень сильно злая. Well, yeah, I don't know. Wir gehen jetzt am besten heim. It will be better for us just go back home. Ich brauche eine Dusche und dann ist wieder gut. Yeah. Everything is okay. I will handle. Don't worry about this. Everything is okay. Yeah. Eigentlich ist überhaupt nicht okay. Die Laida ist ihrem Pass keinen Schritt näher gekommen. Guten Morgen. Wie geht's? Hä? Hast du gut geschlafen? Ja. Es ist Wochenende. Anderen Mattens sind aber schon wieder am 6 Uhr am Morgen auf. Der Noah hat heute Skitraining. Ja, ich glaube, wenn du selber passionierter Skifahrer bist, was du wahrscheinlich beide gerne machen, dann ist vieles viel einfacher. Aber sag jetzt mal, die Materialschlacht und am rechten Zeitpunkt, am Morgen am rechten Ort sein, ist nicht immer ganz ohne. Aber nachher bist du fit und nachher hast du den ganzen Tag vor dir. Und das ist, glaube ich, ein schönes Erlebnis, weil du verpasst irgendwie nichts vom Tag. Das ist, du musst am Abend zwar hudelfertig, aber es lohnt sich. Das Training ist das Zermatt auf dem Gletscher. Wie lange haben wir auf Zermatt? So eine halbe Stunde. Also wenn man denkt, wir sitzen schon über eine Stunde auf eigentlich, wo sie noch nie. Seit der Noah nicht mehr zu Grächen, sondern in U14 vom regionalen Kader im Mattertal trainiert, ist die Fahrt ins Training viel länger. Macht's gut. Ciao. Die Reiserei macht dem Noah nichts aus. Er ist stolz, dass er einen Schritt weiter ist gekommen. In der Rennen war es so gut und nachher hast du einen Skitest gemacht, also Technik, und nachher noch einen Powertest. Und wenn man da gut war, ist man in das Kader gekommen. Mit der Gondel geht es vom Herbst Uhi auf fast 4000 Meter auf den Matterhorngletscher. Und endlich ist Schnee. Die Trainerin Rebecca Graven schickt Noah gerade den ersten Trainingslauf. Aber jetzt lassen wir die kleinen Äger an den zweiten Lauf auf Video machen. Nachher können wir den auf die Zeitmesse gehen. Ist das gut? Ja, das ist gut. Noah am Start. Alle. Noah weg.
Der Noah gibt alles. Er ist einer der Jüngsten im Team. Also von den letzten Rennen, letztes Jahr, haben wir gesehen, dass er im Wallis so unter den Top 10 steht. Und das heißt eigentlich, das ist vielversprechend, dass wenn er nächstes Jahr gut trainieren kann, dass er durchaus Potenzial hat und eine Chance hat, für weitere Berufe zu kommen. Eine gute Zeit im Training ist schon ein Schritt Richtung Erfolg im Rennen. Das ist richtig cool. Weil halt, ja, sind halt einfach die Besten und freut mich halt. Also alles mitnehmen! Nächste Woche tönt es so. Die Zwiebel. Die Orange. Laida Mikhailova geht in den Deutschkurs. Wer hier leben will, muss die Sprache können. Im Seminarzentrum ist Tag der offenen Tür. So schön sind ihr alle da. Badetschers müssen Leute finden, die mit ihnen hier arbeiten und leben. Wir hätten nie mit dem gerechnet, dass es so viel kommen. Oder jetzt auch am Nachmittag noch. Wir haben ja nicht gewusst, was passiert. Zwischensaison in Grächen. Die letzten Gäste gehen heim zu. Das Hotel macht zu. Ja, es ist so ein bisschen wehmütig natürlich, wenn man 4 Monate tagtäglich Check-in und Check-out hat. Bis zur Weihnachten wird alles putzt und angefahren. Das alles und noch viel mehr nächste Woche bei SRF bei den Leuten Familiensache.